primerne dobrote i humanosti, praštanja i pomirenja. O tome govori i sam božićni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi. Weihnachten ist für die Serben das Fest des Friedens, der Liebe, der Güte und Barmherzigkeit, sowie der Vergebung und Versöhnung. Hiervon zeugt auch der Weihnachtsgruß, Gottes Frieden, Jesus Christus ist geboren. Od Božića do Bogojavljenja, prvi se pozdravljaju sa Hristos se rodi i Hristos se rodi. Običaj je da se zalađeni u Božju mir. Treće, običaj pomirenja na Boga. Od Weihnachten bis zum Fest der Offenbarung des Heiligen Geistes ist der serbische Ort für Feuer und Muße begrüßt. Christus wurde geboren. Wahrhaftig, er wurde geboren. Ein weiterer Brauch ist die Versöhnung und das Streiten in Weihnachten. Es ist eine Sünde, eine Versöhnung an Weihnachten abzulehnen. Kod Grba je običaj da na Badnji dan, rano u zoru, domaćin odlazi u šumu i bira stablo za Badnjak. To je uvek bilo stablo hrasta, jer je hrast u mitologiji stari Slovenan sveto drvo. An Heiligabend ist es serbischer Brauch, dass früh in der Morgendämmerung das Familienoberhaupt in den Wald geht, um sich einen Badnjak, einen serbischen Weihnachtsbaum auszusuchen. Dieses ist seit Gedenken immer die einzige gewesen. Nego što znamo perspektivu. Domaćin prineše zvrte stablu, moje ga vinom i popiju čakom zida i puti ispod njega spremljen pogled. Zatim se prekrsti kaže. Bevor das Familienbau miteinander und mit der Axt aufholt, bringt das Mensch eine Opfergabe, indem man die Jungreiche mit Wein tränkt, über die einige Weizenkorn erfolgen. Ehren eine Vorgänger, ein serbisches Hausbrot opfert. Vor dem Feld befolgt er sich und spricht einen Segen aus. Došao sam tebi da te odnesem domu mome, da mi budeš vjeran pomoćnik u svakom napretku i boljitku, u kući, u toru, u polju i na svakom drugom mjestu. Ich bin zu dir gekommen, um dich in mein Haus mitzunehmen, damit du mein Helfer wirst, bei jedem Fortschritt und bei jeder Besserung. Badnjak se donosi do kući prisvajanja brata, a uveče na Badnji večer domaćin sa ostalim kućanima unosi Badnjak u slamu i kući. Na Badnji večer domaćin sa ostalim kućanima unosi Badnjak u slamu i kući. Na vratima ga dočeka domaćica sa sitkom u kome su pšenica, kukuruz, pasulj, semjenke, buljka i bombone. Der Badnjak wird zunächst zu Hause ins Haustür angelegt. Am Abend trägt das Familienoberhaupt mit seinen Angehörigen Stroh und den Badnjak in sein Haus. Am Hauseingang wird er von seiner Ehefrau empfangen, während sie ein Sieb in den Händen hält. In dem Sieb befinden sich Weizen und Maiskörner, weiße Brot, Kürbiskerne und Bonbons. Ulazeći na vrata domaćin kaže, beim Hereintreten grüßt das Familienoberhaupt. Guten Abend und ein frohes Heiligabendfest. Domaćica iz Pocipa pšenicu Miksita kaže, die Hausherrin streut die Gaben aus dem Sieb auf die Hereintretenden und erwidert: Ich danke euch, lange sollt ihr leben. Was bringt ihr mit? Wir bringen Gesundheit, Glück, Liebe, Einigkeit, Fortschritt und alles Gute. Onda se svi izruže, pa Badnjak streli u vinom i medom i govore. Zum Gruße treffen sich alle und tragen den Badnjak in Begleitung mit Wein und Honig nachfolgenden Segen sprechen. Wir geben dir Wein und Honig und du hast alles Gute und Fortschritt. Dort ist der Badnjak strahlig am Bad und Dragos. Nachfolgend wird der Badnjak in der offenen Feuerstelle zum Brennen gebracht. Slamu koja je sa Badnjakom doneta, deca razopiru po kući, ključići kao pilići. Slama ima simbolično značenje, Hristos je od slami rođen. Domaćica na prekrivenu slamu stavlja hleb, postan pasulj, pečene bulke, suve šljive, suvo grožđe, orah i med.
Stroh wird von den Kindern im Haus verteilt, während sie gleichzeitig Küken nachahmen piepen. Das Stroh symbolisiert die Geburtsstätte von Jesus Christus. Die Hausherrin bereitet auf dem gedeckten Stroh die Fastenspeisen auf. Diese sind zum Beispiel Brot, ein Fastenbohnengericht, gebackene Kürbiskerne, getrocknete Zwetschgen, getrocknete Weintrauben, Walnüsse und Honig. Domaćin pripada tri sveće, okrati večeru i sveti duh. Učitaju molbu, otene oko i večere. Das Familienoberhaupt zündet nun 3 Kerzen an und segnet das Abendmahl mit Weihrauch. Alle Angehörigen sprechen das Vater unser. Da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš naslušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Prvo se prolomi okreti sve, kako se svako rukom podržava sve. Okreti s desna na levo, a onda svako ovom akce stavlja se sebe. Zuerst wird der Kolasch und das Grabbrot geteilt, indem alle Anwesenden das Fleisch hochhalten und den Kreis von rechts nach links drehen. Jeder bringt sich ein Stück aus dem Brot raus und stellt es vor. Na Badnje večer nekada se nisu koristili noževi i ljučki, da se ne bi okušali svađali, već se sva hrana uzimala prstima. U toku večere domaćica baca orahe u sva 4